Когда я должен вернуть книгу? Возвращать или дословно давать обратно. Zurückgeben, gibt zurück, hat zurückgegeben. Wann muss ich das Buch zurückgeben? Wann muss ich das Buch zurückgeben? Wann muss ich das Buch zurückgeben? Мы возвращаемся снова. Zurückgehen – идти обратно. Geht zurück ist zurückgegangen. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Когда ты вернешься? Дословный перевод – приходить назад или возвращаться. Zurückkommen, kommt zurück, ist zurückgekommen. Perfekt с глаголом sein, так как kommen у нас глагол движения. Wann kommst du zurück? Wann kommst du zurück? Wann kommst du zurück? Я забыл свою книгу. Я быстро возвращаюсь домой. То есть zurücklaufen – бежать обратно или быстро возвращаться. Läuft zurück ist zurückgelaufen. Laufe – глагол движения, бежать. Значит, perfekt с глаголом sein. Ich habe mein Buch vergessen. Ich laufe schnell nach Hause zurück. Ich habe mein Buch vergessen. Ich laufe schnell nach Hause zurück. Ich habe mein Buch vergessen. Ich laufe schnell nach Hause zurück. Пойдем поужинаем вместе. Wollen wir zusammen essen gehen? Wollen wir zusammen essen gehen? Wollen wir zusammen essen gehen? Пожалуйста, счет. Вместе или по отдельности? Zahlen bitte. Zusammen oder getrennt? Zahlen bitte. Zusammen oder getrennt? Итого получается 10 евро 80. Das macht zusammen 10,80 €. Das macht zusammen 10,80 €. Das macht zusammen 10,80 €. Гейдельберг находится между Франкфуртом и Штутгартом. Heidelberg liegt zwischen Frankfurt und Stuttgart. Heidelberg liegt zwischen Frankfurt und Stuttgart. Heidelberg liegt zwischen Frankfurt und Stuttgart.
Он продает свой старый автомобиль. Продавать verkaufen, verkauft, hat verkauft. Er verkauft sein altes Auto. Er verkauft sein altes Auto. Er verkauft sein altes Auto. Результат очевиден, ты выиграл. Das Ergebnis ist eindeutig. Du hast gewonnen. Das Ergebnis ist eindeutig. Du hast gewonnen. Das Ergebnis ist eindeutig. Du hast gewonnen. Ты, очевидно, умеешь готовить лучше, чем я. Du kannst eindeutig besser kochen als ich. Du kannst eindeutig besser kochen als ich. Du kannst eindeutig besser kochen als ich. Я считаю, что люди на улице довольно недружелюбны. Каково твое впечатление? Ich finde die Leute auf der Straße ziemlich unfreundlich. Wie ist dein Eindruck? Ich finde die Leute auf der Straße ziemlich unfreundlich. Wie ist dein Eindruck? Ich finde die Leute auf der Straße ziemlich unfreundlich. Wie ist dein Eindruck? По утрам здесь есть всегда много транспорта. Morgens gibt es hier immer viel Verkehr. Morgens gibt es hier immer viel Verkehr. Morgens gibt es hier immer viel Verkehr. Какие средства передвижения вы часто используете? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie oft? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie oft? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie oft? Вы ранены? Пораниться, verletzen, verletzt, hat verletzt. Да, в ногу. Sind Sie verletzt? Ja, am Bein. Sind Sie verletzt? Ja, am Bein. Вы поранили себя или вы поранились? Haben Sie sich verletzt? Haben Sie sich verletzt?
Haben Sie sich verletzt? Я полностью влюблен. Влюбиться. Verlieben, verliebt, hat verliebt. Ich bin total verliebt. Ich bin total verliebt. Ich bin total verliebt. Я потерял свой ключ. Терять. Verlieren, verliert, hat verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Михаэль потерял свою работу. Michael hat seine Arbeit verloren. Michael hat seine Arbeit verloren. Michael hat seine Arbeit verloren. Еще одно значение глагола verlieren – проигрывать. Мы проиграли футбольный матч. Wir haben das Fußballspiel verloren. Wir haben das Fußballspiel verloren. Wir haben das Fußballspiel verloren. Квартира уже арендована. Арендовать. Глагол vermieten. Vermietet. Hat vermietet. Die Wohnung ist schon vermietet. Die Wohnung ist schon vermietet. Die Wohnung ist schon vermietet. Наш арендодатель симпатичный. Unser Vermieter ist nett. Unser Vermieter ist nett. Я опоздал на поезд. Глагол verpassen переводится как пропустить что-то. Verpassen, verpasst, hat verpasst. Ich habe den Zug verpasst. То есть я пропустил поезд, опоздал. Ich habe den Zug verpasst. Ich habe den Zug verpasst. Вы путешествуете на каникулах или на каникулах вы уезжаете? Для этого мы используем глагол verreisen. Verreist ist verreist. Verreist ihr in den Ferien? Здесь мы обращаемся к людям, с которыми мы на «ты» во множественном числе. Verreist ihr in den Ferien? Verreist ihr in den Ferien? Что ты думаешь о музыке? Мне нравится испанская музыка.
Wie findest du die Musik? Spanische Musik gefällt mir gut. Wie findest du die Musik? Spanische Musik gefällt mir gut. Wie findest du die Musik? Spanische Musik gefällt mir gut. Мне нужно работать каждый день с 8 утра до 6 вечера. Мне нужно, и для этого мы используем глагол müssen, долженствовать. Muss, ich muss, es muss, форма этого глагола будет. И musste – это форма прошедшего времени претеритум. Ich muss jeden Tag von 8 Uhr bis 18 Uhr arbeiten. Ich muss jeden Tag von 8 Uhr bis 18 Uhr arbeiten. Ich muss jeden Tag von 8 Uhr bis 18 Uhr arbeiten. У вас есть красные шапки? Haben Sie rote Mützen? Haben Sie rote Mützen? Haben Sie rote Mützen? Я сейчас пойду домой. Здесь у нас будет устойчивое выражение. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause. Я лечу в München. Ich fliege nach München. Ich fliege nach München. Ich fliege nach München. Уже 5 минут первого. Дословно мы переведем уже 5 минут после 12. Es ist schon 5 nach 12. Es ist schon 5 nach 12. Es ist schon 5 nach 12. Встретимся после работы. И опять у нас здесь предлог nach. Wir treffen uns nach der Arbeit. Wir treffen uns nach der Arbeit. Wir treffen uns nach der Arbeit. Мой сосед из Бразилии, а моя соседка итальянка. Да, опечаточка здесь, ну ладно. Mein Nachbar kommt aus Brasilien und Nachbarin ist Italienerin. Mein Nachbar kommt aus Brasilien und Nachbarin ist Italienerin. Mein Nachbar kommt aus Brasilien und Nachbarin ist Italienerin. Новые соседи очень милые. Die neuen Nachbarn sind sehr nett. Die neuen Nachbarn sind sehr nett. Die neuen Nachbarn sind sehr nett. И вечером я всегда смотрю новости по телевизору. Ich sehe abends immer die Nachrichten im Fernsehen. Ich sehe abends immer die Nachrichten im Fernsehen. Ich sehe abends immer die Nachrichten im Fernsehen. Ты пойдешь со мной в кино? Пока не знаю.
Я напишу тебе сообщение позже. Kommst du mit ins Kino? Ich weiß es noch nicht. Ich schreibe dir später eine Nachricht. Kommst du mit ins Kino? Ich weiß es noch nicht. Ich schreibe dir später eine Nachricht. У вас нет новых сообщений. Sie haben keine neuen Nachrichten. Sie haben keine neuen Nachrichten. Sie haben keine neuen Nachrichten. Увидимся на следующей неделе. Sehen wir uns nächste Woche? Sehen wir uns nächste Woche? Sehen wir uns nächste Woche? Ваш следующий прием через месяц. Ihr nächster Termin ist in einem Monat. Ihr nächster Termin ist in einem Monat. Ihr nächster Termin ist in einem Monat. Увидимся в следующий раз. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Почта находится вблизи железнодорожной станции, ну или вблизи вокзала. Die Post ist in der Nähe vom Bahnhof. Die Post ist in der Nähe vom Bahnhof. Die Post ist in der Nähe vom Bahnhof. Не заходи в гостиную в мокрой обуви. Geh nicht mit den nassen Schuhen ins Wohnzimmer. Geh nicht mit den nassen Schuhen ins Wohnzimmer. Geh nicht mit den nassen Schuhen ins Wohnzimmer. Ты такой мокрый, ты забыл свой зонтик? Du bist ja ganz nass. Hast du den Regenschirm vergessen? Du bist ja ganz nass. Hast du den Regenschirm vergessen? Du bist ja ganz nass. Hast du den Regenschirm vergessen? Мне нравится бывать на природе. Ich bin gern draußen in der Natur. Ich bin gern draußen in der Natur. Ich bin gern draußen in der Natur. Конечно, мы тебе поможем. Natürlich helfen wir dir. Natürlich helfen wir dir. Ты придешь на мою вечеринку? Конечно. Kommst du zu meiner Party? Natürlich. Kommst du zu meiner Party? Natürlich. Kommst du zu meiner Party? Natürlich. Рядом со мной еще есть свободное место.
Neben mir ist noch ein Platz frei. Neben mir ist noch ein Platz frei. Аптека находится рядом с почтой. Die Apotheke ist neben der Post. Die Apotheke ist neben der Post. Die Apotheke ist neben der Post. Это Руди, он живет по соседству. Das ist Rudi, er wohnt nebenan. Das ist Rudi, er wohnt nebenan. Этот шоколад имеет прекрасный вкус, замечательный вкус. Diese Schokolade schmeckt wunderbar. Diese Schokolade schmeckt wunderbar. Diese Schokolade schmeckt wunderbar. В отпуске у нас была замечательная погода. Wir hatten im Urlaub wunderbares Wetter. Wir hatten im Urlaub wunderbares Wetter. Wir hatten im Urlaub wunderbares Wetter. Я желаю вам всего хорошего. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Что желаете? Я хотел бы полкило яблок. Sie wünschen? Ich möchte ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Sie wünschen? Ich möchte ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Sie wünschen? Ich möchte ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Что-нибудь еще вам? Haben Sie noch einen Wunsch? Haben Sie noch einen Wunsch? Дословно можно перевести. Вы имеете еще желание? Haben Sie noch einen Wunsch? Какое твое самое большое желание? Was ist dein größter Wunsch? Was ist dein größter Wunsch? Was ist dein größter Wunsch? Я желаю себе фотоаппарат на свой день рождения. Ich wünsche mir eine Kamera zum Geburtstag.
Ich wünsche mir eine Kamera zum Geburtstag. Ich wünsche mir eine Kamera zum Geburtstag. Можете ли вы повторить цифру? Können Sie die Zahl bitte wiederholen? Können Sie die Zahl bitte wiederholen? Können Sie die Zahl bitte wiederholen? Извините, пожалуйста, счет. Но в данном случае у нас будет глагол здесь использоваться, глагол zahlen, платить. Zahlt, третье лицо, единственное число. Hat gezahlt, perfekt. Entschuldigung, zahlen bitte. Entschuldigung, zahlen bitte. Зуб болит уже неделю. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Катерина умеет хорошо рисовать. Посмотри на эту картинку. Глагол рисовать, zeichnen, zeichnet, hat gezeichnet. Katharina kann gut zeichnen. Sieh mal das Bild hier. Katharina kann gut zeichnen. Sieh mal das Bild hier. Дословно можно перевести как «посмотри-ка», «посмотри-ка» на картинку здесь. Sieh mal das Bild hier. Не могли бы вы показать мне дорогу до вокзала? Показывать. Zeigen, zeigt, hat gezeigt. Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? У меня нет времени сегодня. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Андрео покупает этот журнал каждую неделю. Diese Zeitschrift kauft Andrea
jede Woche. Diese Zeitschrift kauft Andrea jede Woche. Diese Zeitschrift kauft Andrea jede Woche. Я иногда читаю газету. Ich lese manchmal Zeitung. Ich lese manchmal Zeitung. Ich lese manchmal Zeitung. Где сегодняшняя газета? Wo ist die Zeitung von heute? Wo ist die Zeitung von heute? Wo ist die Zeitung von heute? Летом мы иногда спим в палатке. Im Sommer schlafen wir manchmal im Zelt. Im Sommer schlafen wir manchmal im Zelt. Im Sommer schlafen wir manchmal im Zelt. Люди здесь немного другие, чем на юге. Die Menschen sind hier ein bisschen anders als im Süden. Die Menschen sind hier ein bisschen anders als im Süden. Die Menschen sind hier ein bisschen anders als im Süden. Я не могу запомнить цифры, я тут же их забываю. Запоминать. Merken, merkt, angemerkt. Ich kann mir keine Zahlen merken. Ich vergesse sie sofort. Ich kann mir keine Zahlen merken. Ich vergesse sie sofort. Ich kann mir keine Zahlen merken. Ich vergesse sie sofort. Ты замечаешь, что становится теплее? Merkst du, dass es wärmer wird? Merkst du, dass es wärmer wird? Merkst du, dass es wärmer wird? Нож плохо режет. Das Messer schneidet nicht gut. Das Messer schneidet nicht gut. То есть нож режет нехорошо, но плохо режет. Das Messer schneidet nicht gut. У меня только один нож. Можешь, пожалуйста, принести мне еще одну вилку? Ich habe nur ein Messer. Kannst du mir bitte noch eine Gabel bringen?
Ich habe nur ein Messer. Kannst du mir bitte noch eine Gabel bringen? Ich habe nur ein Messer. Kannst du mir bitte noch eine Gabel bringen? Сколько ты платишь за аренду квартиры? Wie viel Miete bezahlst du für deine Wohnung? Wie viel Miete bezahlst du für deine Wohnung? Wie viel Miete bezahlst du für deine Wohnung? Я хочу взять машину на прокат. Брать на прокат или арендовать глагол mieten, mietet hat gemietet. Ich möchte ein Auto mieten. Ich möchte ein Auto mieten. Ich möchte ein Auto mieten. Молоко в холодильнике. Die Milch steht im Kühlschrank. То есть молоко стоит в холодильнике. Die Milch steht im Kühlschrank. Die Milch steht im Kühlschrank. Пожалуйста, прибудьте в аэропорт как минимум за 2 часа до вылета. Bitte kommen Sie mindestens 2 Stunden vor Ihrem Flug zum Flughafen. Bitte kommen Sie mindestens 2 Stunden vor Ihrem Flug zum Flughafen. Bitte kommen Sie mindestens 2 Stunden vor Ihrem Flug zum Flughafen. Напишите не менее 7 предложений. Schreiben Sie mindestens 7 Sätze. Schreiben Sie mindestens 7 Sätze. Schreiben Sie mindestens 7 Sätze. Я жду уже как минимум 20 минут. Когда ты наконец придешь? Ich warte schon mindestens 20 Minuten. Wann kommst du denn endlich? Ich warte schon mindestens 20 Minuten. Wann kommst du denn endlich? Ich warte schon mindestens 20 Minuten. Wann kommst du denn endlich? Стакан минеральной воды, пожалуйста. Ein Glas Mineralwasser bitte. Ein Glas Mineralwasser bitte. Ein Glas Mineralwasser bitte. Вы пьете кофе с сахаром или без? Trinken Sie den Kaffee mit oder ohne Zucker? Trinken Sie den Kaffee mit oder ohne Zucker? Trinken Sie den Kaffee mit oder ohne Zucker? Мы едем на машине или на поезде в Гамбург?
Fahren wir mit dem Auto oder mit dem Zug nach Hamburg? Fahren wir mit dem Auto oder mit dem Zug nach Hamburg? Fahren wir mit dem Auto oder mit dem Zug nach Hamburg? Я иду со своим парнем. Или я приду со своим парнем. Ich komme mit meinem Freund. Ich komme mit meinem Freund. Ich komme mit meinem Freund. Я иду по магазинам. Принести тебе что-нибудь. Что-нибудь принести с собой. Какой-то глагол. Ich gehe einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Ich gehe einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Ich gehe einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Я иду в кино. Ты идешь со мной? Ich gehe ins Kino. Kommst du mit? Ich gehe ins Kino. Kommst du mit? Ich gehe ins Kino. Kommst du mit? Мы организуем вечеринку. Хочешь присоединиться к нам? Wir organisieren ein Fest. Möchtest du auch mitmachen? То есть дословно праздник организуем. Праздник, вечеринку. Собираем всех на праздник. Wir organisieren ein Fest. Möchtest du auch mitmachen? Mitmachen – делать что-либо с кем-либо совместно. Совместно что-то организовать или принять участие. Или, например, присоединиться. Wir organisieren ein Fest. Möchtest du auch mitmachen? В эти выходные мы собираемся в горы. Мне придется взять с собой палатку. Wir fahren am Wochenende in die Berge. Ich muss mein Zelt mitnehmen. Wir fahren am Wochenende in die Berge. Ich muss mein Zelt mitnehmen. Wir fahren am Wochenende in die Berge. Ich muss mein Zelt mitnehmen. Почему вы не играете с нами? Warum spielt ihr nicht mit? Warum spielt ihr nicht mit? Warum spielt ihr nicht mit? Это задание мы делаем последним. Diese Aufgabe machen wir zuletzt. Diese Aufgabe machen wir zuletzt. Diese Aufgabe machen wir zuletzt. У моего друга много хобби, например, готовка, чтение и танцы. Mein Freund hat viele Hobbys, zum Beispiel Kochen, Lesen und Tanzen.
Mein Freund hat viele Hobbys, zum Beispiel Kochen, Lesen und Tanzen. Закроешь, пожалуйста, окно. Закрывать. Zu machen. Macht. Zu hat zugemacht. Machst du bitte das Fenster zu? Machst du bitte das Fenster zu? Machst du bitte das Fenster zu? Билет до Берлина и обратно, пожалуйста. Eine Fahrkarte nach Berlin und zurück, bitte. Eine Fahrkarte nach Berlin und zurück, bitte. Eine Fahrkarte nach Berlin und zurück, bitte. Вы вернетесь домой после вечеринки. Возвращаться, zurückfahren, дословно переводится ехать назад, обратно. Fährt zurück, это у нас третье лицо, единственное число. Ist zurückgefahren, perfekt с глаголом sein. Fahrt ihr nach der Party zurück nach Hause? То есть здесь мы обращаемся ко многим лицам, с которыми мы на «ты». Fahrt ihr nach der Party zurück nach Hause? Fahrt ihr nach der Party zurück nach Hause?